Einmal hatte ich meine kleine Kirche in mein Airplane und die können nicht näher sein, dann müssen sie kriegen so sagen. Was du glauben oder nicht? Ich wollte den Motor abholen. Ich war ein klein bisschen träge, ein paar Jahre, weil wir sein 38 Jahre drei, wie wir durch eine kleine Kirche in Schönfeld. Wer von hier wir dann durch in der Kirche? Ich will mal ein paar hängen sein. Check mal durch. Da sind noch ein paar Stück durch. Ich bin 54 Jahre alt. Und ich war noch ganz jung. Ich war noch mal 12 Jahre alt geworden. Und mein Leben fängt nun noch mal an. Aber ich will Ihnen vertellen, so ist Gott mir leiden dat. Als ich hier heimkam, habe ich Gott gepracht, in Gebet, in gefragt. Was kann ich mit meinen Freunden vertellen? Was kann ich dir sagen? Dort an wird Motor sprechen, en dat wordt en alle helpen en glauben te wissen. Ein Vers in der Bibel. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Die wordt door naar de Schönfeldse Kirche gekomen. Die wollen sich noch kein denken vielleicht. Fern wie du ein kleiner Vers, der hängt du immer. Wer kann sich noch denken von den einen Vers? Das ist das Vers, was wir von vertellen wollen von der. Jesus hat gesagt, und das ist auch die Wahrheit, dass ist derselbe gestern, derselbe von der und auch derselbe morgen. Und für immer ist Jesus krank derselbe. 38 Jahre drei, vor wir hier waren. Nur ein Land, nur den Norden. Wo du Malch und Honig ist, und großen Klappen Dulasch. So haben sie das dann gesagt. Aber dann war ich an, muss er sagen, schweigen, um dort zu kriegen. Und das ist dann noch eine andere Geschichte. Aber ich will Ihnen alle Sachen vertellen von diesem einen Vers. Und ich hoffe, ihr wollen mein Deutsch verstehen. Kann ihr mich verstehen? Ich glaube, ihr kann. Ich werde ganz beste proben, alles auf Deutsch zu vertellen. Wenn ich mal ganz mich verbessern, dann will ich mich mal helfen. Vielleicht wollt ihr in Englisch, in Anleihen oder in Spanisch. In Hebräer, den Vers, was ich jetzt gesagt habe, der Vers hat mir auch so viel Motto gesprochen. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Ich werde mal bloß lesen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, von Tag und für alle Ewigkeit. So, von da will ich ein bisschen wieder vertellen von der Schönfeldschen Kirche, was du anfängst. Du wirst eine Predigt, Walm und Katharina Thiessen. Wer kann sich noch von der denken? Ich sehe mit der Top gewasst, nicht sei erfahren, aber wir sagen nur Korn davor. Ich fang ut, wo die wohnen. Ich besagt an. Und wir sagen nur, die Bibelschule ging, kamen die nach meiner Graduation. Die waren Thesis, der wird hier gepredigt haben, der wir Schönfeld. Und dann so ging das Leben wieder, und dann trocken die nur in eine andere Provinz, nur von Alberta, trocken sie nur BC und durchstarben sie bad. Wer kann sich noch denken von der Dufnises, der Lehrer? Der sei scheine Lehrer. Der mit einer witte Van. Der witte Van, die juchte dann alle wegen Raum, fängt sich durch ein paar Kinder. Und der Van war ganz voll. Dann fuhren wir nur die Schule. Dann dort war unser Schultag. David durfte niesen wie die mit den Älteren und Mary niesen den seine Früh wie mit den Kindern.
met de jongeren. So da haben sie bloß eine Wohn waschen. Die früh wie mit einer Gruppe und die David Niesen wie mit der anderen Gruppe. Und ich wir in beiden Gruppen. Ich wir erst mit der früh Mary hat die erste Gruppe, dann war ich gerade und wir mit dem David Niesen. Und die haben mir so viel alles gelehrt. Von Gott, von der Bibel. Uitwendig gelehrt. Leider, ich glaube, ich habe bei 50, vielleicht auch mehr als 100 Leidertjes, wo die uns die uitwendig lehren. Wie singen die? Und ich will noch ein Liedje singen für ihn von der. Von den Liedjes, was ich gelehrt habe. Das ist in meinem Plan. Wer kann sich noch denken von der, oh ja, der Doof und der David Niesen, die sind auch bald gestorben. Ich fand gut aus, wo die wohnen, und die kamen auch noch in Graduation. Bis der hat mein Herz so sehr engagiert. So sehr gesegnet, mit was sie getan haben hier, als Missionar. Ich, wie ein kleiner Junge, aber ich post ab, was die deuten. Was die Missionaren deuten. Die hatten ein sehr feines Haus dort in Coronado. Und kamen hier nach Mexiko und wohnten hier manches Stoff. Und die waren hier und die leben uns und die helfen uns. Die sind auch bald gestorben. Mary Niesen, die starb erst und dann befried. David Niesen sich noch mal eine andere Früh. Und dann starb David Niesen und dann starb die andere Früh auch noch und dann wieder alle. Und dann wir dort noch die Lehrer Wohl. Wer kennt noch die Lehrer Wohl? Das sind ein paar Fänger hier, ein paar hängen hier. Der Lehrer Wohl, wir sind auch eine Missionar. Auch von Coronado, die kamen hier und die helfen uns. Und die vertellen uns von Gott. Und die helfen uns in uns Leben. Viele von uns werden sehr arm. Und die brauchen uns manchmal auch noch eten. Und die helfen uns mit uns Leben. Aber ich als ein kleiner Junge, ich kickte nur diese Missionaren. Und ich war so interessiert mit was die deuten. Und dann passierte was Großes. Die Thesis, die früher meine Eltern, als die können Bibelstand haben in uns Haus. Dann hatten wir sind eine große Familie. Einzig von ihnen kennen mich. Wir sind 17 in unserer Familie, aber hier ist das nicht so unbekannt. Ein Teil Familien haben 17 Kinder. Aber andere Städte in dieser Welt, wenn ich dort vertellen, 17, das ist bloß nicht möglich. Aber wir waren 17, 12 Jungs und 5 Mädels. Alle 5 Mädels sind, ich habe 6 Finger hier, einmal ist das Zeit. Alle 5 Mädels sind noch einmal lebendig, aber wie 12 Jungs, wir sind noch nicht alle lebendig geblieben. Nu sind auch 5 von meinen Brüdern, die wach sind. Und so langsam, das Leben fängt an, und das Leben, ich habe nur ein Eng. Und viele von ihnen, so jeder wieder. Die haben Brüder, die haben Schwestern, die haben einen Mann und eine Frau, und die sind gestorben. Die sind ganz wach, die sind hier nicht mehr. Das Leben ist bloß einmal. Und das, was uns himmlische Vater uns gegeben hat. Ein Leben, bloß ein Leben. Und was mir dann so wichtig ist, was dann passieren mit der Bibelstunde, was wir in uns Haus haben, durch den Potes. Oh, ich will Ihnen vertellen. Ich könnte Ihnen hunderte Geschichten vertellen. Meine Eltern, die tragen dann nur Potes. Wir können nicht mal in der Darbe wohnen. Die werden dann ganz ausgeschlossen. Die werden nu ganz verbasselt. Aber die haben sich dann gefangen. Das ist das ganz Beste, was da passiert wäre. Dass meine Eltern werden nicht geschlossen. Wie sie können das Leben finden. In dieser Kirche. Gott hat uns geraten. Und wir haben dann am Montag so etwas, wie wir top haben. Und dann der Valentin, der dann die Bibel lesen, wie wir eine große Herde, wie wir meistens in der Kirche, in uns Haus. Dann wir haben einen großen Dash, und dann wir umgetessen haben, du ganz am Eng, dann vertelde du von diesem Jesus.
Van diesem Gott. En dan zei hij einmal, wer immer du wil dan beten, der kann. Aber ich verstand das nicht. Ich weiß nicht, wo das muss, zu einem vertalen, wo das nicht kann sein. Habe ich mal so gedacht, warum vertalen wir zu so, was wir nicht können sein? Das ist ein bisschen interessant, nicht? Für mich als ein kleiner Junge, ich war dann 10 Jahre alt, 11 Jahre alt, sei ich allemaal 11 Jahre alt was? Kan je terugdenken hoe je weer, als je 11 Jahre alt wird? Wir sind bloß kleine Jungs, mit aschelig, verständig sehr viel. Aber das ein Ding, mit ein Vertrauen, was ich nicht kann sein, wenn der Zeit kam, will ich, wie so bei mir wir zum Beten, ich darf nicht beten, ich weiß nicht, was das soll. Aber ein von diesen Montagsabends, wieder war bei mir, die diesen hat Grüß verteilt von Jesus, wo wir an Christus gestorben, wo der sein Blut hat vergoten für uns, wo der unsere Sinnen hat wahrgenommen. Dann wieder war so die Zeit, wo wir beten dann. Dann kam das bei mir. Und dann sehe ich, mit einfacher Wort, applaudisch. Und Gott kann mich verstehen. Der kann alle Sprachen verstehen. Ich sehe einfache Wort, so als Gott oder Jesus, kommen in der dann ganz toll. Aber Gott kann es hier, wenn du aufhören oder toll, keine Worte hast, kann es hier. Ich komme in die toll, ich sage, Jesus, ich danke dir, dass du und Christus gestorben bist, meine Sünden. Alles wie geändert. Komm mit dir Wunder drin. Das Jesus. Der kam in mein Leben an. Ich bin 11 Jahre alt. Und ich wollte sagen, alles ändert. Na ja. Ein paar Werk wieder. Ging ich nur um zu diesen und dann sagt ich, sie ich viel zu jung, um mich Däumen. Anyway, ich war proben, mir ein bisschen trage zu stellen, ja. Zu diesen sagt, glaubst du an Jesus? Ich sage, ja. Dann wirst du kreiden. Und dann war das Vakantie gemerkt, dann waren da noch ein paar andere junge Menschen, so sagt, waren sie auch einig. Bevor wir nur Scharkasol. Sie letzte mit dem Bruder. Dann fuhr wir nur Scharkasol und dann da wir du teilen. Aber ich denke mir nicht, dass wir können befreien. Ich denke mir nicht, dass sein, dass Jesus meine Sinnen waschen will. Ich denke mir nicht, dass ich bloß, dass ich mich groot doen, dass ich nicht auch dort was andere Menschen tun. Ich denke mir tun, weil ich habe mich entschieden, Jesus nur zu folgen. Und ich will die ganze Welt dort wissen. Das ist, warum wir uns tun.
De doop, wanneer we stuipen, dan wascht keine zinnen weg. Dat is dat bloed, dat Jezus heeft gegeven voor ons, wat de zinnen wegwaschen dat. Wat mir so wichtig ist, dass wie sagt das Wort hören dat? Meine Ohren, die hören, was da erscheint. Aber bloß hören ist nicht genug. Kan je me damit anstaan? Bloß hören ist nicht genug. Aber ich glaube das auch. Ich glaube das von ganzem Herzen, was Jesus getan hat an der Kreuz. Ich vertel noch einmal von denselben Jesus, was in Hebräer 13, Vers 8 sagt. Je wundern vielleicht, warum kann ein Mensch zu verstehen und predigen mit bloß ein Vers? Je kann denken, was je will, aber das ist viel mehr. Wie Jesus ist immer derselbe. Und dann will ich sagen, bloß hören ist nicht genug. Und dann glaubt ich. Und dann wieder noch ein Ding. Ich nehme das an. Und dort wir für mich das größte Ding, was mich geändert hat. Jesus in mein Leben hat mich geändert. Ich will nicht viel davon vertellen, aber einzig von jenen Feiten, meine Papa war ein Freund mit der Buddel. Die hat dann bloß immer so viel zu tun mit der Buddel. Je weet wat van de Buddel. Zonder wat door zij aardig is. En arme waren. En dat leidt van dat we bloß zo zijn trieste, sad, treurig, dat is dat woord. Dat we zo treurig, mijn Vater zo staat te zijn. Maar dan kwam er een tijd, Jezus kwam ook nu mijn Vater. En die ändert hem ook. En dat ändert zijn leven. En mijn mama ook. En bloß eentje van mijn broers en zusters heeft Jezus ook ganz geändert. Dus er nog een paar stuk, wat er nog niet wel nu volgen. Almost. Alles te zijn met alles wat ik nu feilen doe, wil ik proberen een kleiner liedje te zingen. En wanneer je dat liedje kan, vielleicht kan je met me metzingen. Ik ga nach Hecher van hier. Ik ga nach Hecher van hier. Ik ga nach Hecher van hier. Über de Bojen, de Wolken voorbij, wo ik dan ärmer met Jesus dan zie, wo ik niet storf, keine Krankheit ik krieg. Ik ga nach Hecher van hier. Das ist eine von den kleinen Liedjes, was der Lehrer uns gelehrt hat. Ich niemals vergessen. Und so kann ich noch viel mehr vertellen von was die Missionaren mir haben gelehrt und wo mir das hat so viel geholfen in meinem Leben. Und so, mit all das, weil ich noch ein bisschen wiedergehen hier. Das Sud, was das Gottes Wort ist, wurde dann geplant in meinem Leben. Und ich sage, das wurde Missionaren dort deuten. Und ich post ab. Ich bin neugierig. Aber meine Familie, die werden ein bisschen dechen ohne mit alles. Aber ich will mich sicher, wem ich will nur folgen. Ich nehme Jesus an als mein Heiland. Ich lege mir Daumen, um die Welt zu wiesen, wem ich nur folgen darf. Und schließlich, in 1985, tragen meine Eltern und unsere ganze Familie wir nach Kanada.
Eier wie nu Korn tragen, wieder wat interessant. Mir jankert sei nu de Bibelschule te gaan. Mir jankert sei nu, is dat Rio Grande, de grote Bibelschule wat in Texas is? Rio Grande, niet? Wij kan wel wonen, ik leef in meer van jullie, wel wonen. Daar jongens, er weer een Johan en een Wel. Johan, Juan en Guillermo. Die gingen naar de Bibelschule. Die kwamen eenmaal terug en die predikten in onze kerk eenmaal. En ik wonder, wat fijn dat wordt zijn, wanneer ik ook mal kan naar de Bibelschule gaan. Maar wie kan dat gaan? Wir haben kein Peso. Wir werden bloß so wenig. Kommen nach denken, wie es wieder 20 Cent haben, de grote Brüne. Wer kann sich noch denken von de 20 Cent, wat de grote Brüne 20 Cent? En de weer nog de Pesos, die werden nog groot. En dan weer nog de 10 Peso, die weer nog met ik geloof 8 Eiken aan, de 10 Peso. Voor 5 Peso kunnen we ons een koker geven en een lus chips kunnen we ons dan geven voor 5 Peso. Dat is nog een andere ganze geschichte. Ik weet. Maar wat wil ik vertellen met deze zaak? Ja, krijgt. Maar eenmaal ik heb zoveel dingen in mijn kop niet gehad. Maar ik wil naar de Bibelschule gaan, mijn janker dat zo zeggen. Maar we hadden dat niet, we hadden niet geld. En dan trokken we naar Cordo. En van we dort naar een zeer fijne kerk te voeren. Dat deden we dan op Duits en Engels spreken en dat we dan fan van ons. Dan kunnen we nog Duits horen en op dezelfde tijd kunnen we dan Engels leren ook nog. En zodat we een zeer fijne kerk van ons. Wo du dat Gottes woord wie je predigt en zeer fijn. Nou, maar eenmaal kwam er een groep van een Bibelschule in Cordo, kwam er door de kerk. Dan kwam er door, dan deden we zingen. En spelhaan. En ik keek deze jugend aan. En ik dacht zo, wie weer in Groetsen naar Cordo gekomen. Oh, mijn hart, die dreht zich met even kap. Zo staat, dat wil ik doen. Zo staat wil ik doen. En dan vroeg ik de groep van waar ze kwamen. Maar ik weet nog maar Groetsen Cordo en ik kon maar zeer weinig Engels. En wat je wat een application is, een papier waar je maar uitvalt, wanneer we naar de school voeren, voor iets, dat is een application in Engels. Dat is een application, waar we dat naar. So ik zei, ik wil een application voor de school. Nipawin Bible Institute in Saskatchewan. En een lange geschichte, ganz kort gemerkt, ik heb zoveel te vertellen van de Bibelschool. Oh, ik heb zoveel geleerd, maar ik heb ook zo zeer gehoord. Ik kan niet zeer veel, ik kan niet gewoon de school gaan en ik kan niet van schrijven nog niet dat paste. Ik had van geleerd te schrijven, maar op Duits, op Hochdeutsch. Dus wie waren in Portus en dan voeren we naar de school, dan moesten we Hochdeutsch vertalen en Hochdeutsch reden en alles. Dan was ik naar huis en dan moesten we Plattdeutsch vertalen. Dan was ik ans huis uitging, dan moest ik Spanisch vertalen. Wist du wie mijn vriend? Zo, met die 3 sprachen moest ik dan bloos afwassen. Maar in Canada dan nu, wie ik wil naar deze school gaan, naar de Bibelschool. Ik had goed geld, ik had goed genoeg, lang niet genoeg. Wie we naar Moeroets doen in Canada. Maar God, wie met me. God wist wat ik wil. Ik wil de Bibel leren. Ik wil meer weten van de Bibel. Ik had de Bibel al van ver en wat heen gelezen. En ik kon je niet meer vertellen van de, hoeveel ik al zijn van ver en wat heen. De ganze Bibel. Du hast bloß so sehr veel te leren van. Dat is allemaal waar als er wat fresh is. Ik weet niet hoeveel van jullie al de ganze Bibel hebben gelezen. Maar ik wil je zeggen, dat is niet genoeg. Dat is allemaal meer. So, dan,
dat ik de application uitval. Maar dat zeer weinig Engels ik kan, dat ik uitval en ik check dat daar het aan de school. En dann warte ich in Stelzje, ein paar Wochen vielleicht, einen Monat wieder, weiß nicht, kriege ich nicht. Dann kamen dort drei, auch einen Brief, und sagten sie, ja, die kannst kommen. Wir haben hier ein paar Lehrer, die Deutsch kennen. Du sind auch einige Studenten, die du dann wollen sein, die kennen du auch Deutsch. Die können die dann helfen. Ich dachte so, oh, das ist gescheit. Das ist was so sehr gescheit. Aber ich kann nicht so sehr viel von der Schule, bloß die scheinfäische Schule, das ist alles, was ich gehört habe. Ich habe nicht mal die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was der 7. Grad so ist, dann wird sich dort alle geändert. Und dann fuhren wir Kanada. Dann war ich 18. Ich hatte meinen 18. Geburtstag in Texas. Ja, Texas. Ich hatte eine von meinen Desaster, die schaffte dann. Halbe da an und heute meinen Geburtstag da. Anyway, ich vertelle Ihnen alles an. Das hat alles genommen mit den Einfahrsch. Dann nahm er mich an, dass ich in die Bibelschule gehen. Ich habe mich entschieden gemerkt, dass ich wohl bloß für ein Jahr, da ich wurde in die Bibelschule gehen. Und dann war ich nicht alles vertan, ich gesagt, ich kann nicht Zeit. Aber das war so schwer. Alles auf Englisch. Ich schreibe so, als ich dann kann, vielleicht, ich kann nicht mal eine Line schreiben auf Englisch. Ich verstehe das gleich. Dann habe ich gefragt, meine Hand, wir machen einmal ab. Ich habe die Klasse so geboren, wo die Lehrer mich haben rückgeschickt und gesagt, dass ich bloß in Trouble. Nie erst Wort von Sonntag gehört. Die nehmen mich an, so sagt wir, und die helfen mich. Ein Ding nur das andere. Und dann habe ich gelehrt und gestudiert. Und dann fange ich an zu lesen. Lesen kann ich dann sehr schwer, aber schreiben wir dann so schwer. Dann einmal hatte ich da ein Assignment, einen Abruf, gekriegt von einem Lehrer. Nun soll ich da ein Papier schreiben von 5000 englische Wörter. Oh, bei Menschen, ich dachte, ich würde sterben. Dann habe ich geraten. Dann bin ich da in der Stube, wo dann die Bücher sind, Library, Bücherstube, wo die Bücher sind, eine Bücherstube. Dann sah ich da wieder ein Dash. Und ich habe diese Abgabe gekriegt, ich konnte es ein bisschen verstehen. Und dann wusste ich nicht, wo ich soll anfangen. Oh. Und dann rohr ich da. Das ist ein kleines Baby. Ich gehe 3000 Kilometer von meiner Mama. Ich kann nicht nur Mama sein, ran und sein. Mir fehlt ein bisschen halb und vielleicht ein bisschen Milch. Ich will 19, ich glaube, ich bin gut 20 Jahre alt. Und wie ich da so Trouble da, kam da ein Jung, ein von den Studenten, kam da noch mir, dann legte sie eine Hand auf meinen Schulter. Dann sagte er, hey, Guillermo, ich will für dich beten. Ich glaube, du wisst, dass ich einen großen Trouble. Ich glaube, du wisst. Und dann ging er weg. Oh, aber ich will ihn sein. Das wird sehr, sehr traurig. Nicht, dass er für mich gebetet hat, dass er für mich beten, aber dass ich nach das abgerufen habe. Ich musste anfangen zu schreiben. Und dann hatte ich das Papier, einen Bleistift. Ich dachte so, ich gucke hier, ich muss was schreiben. Dann fange ich an zu schreiben. Aber ich darf bloß ein Gebet schreiben. So gut es kann, dass ich ein Gebet schreibe. So dann schreibe ich. Ich darf meine Wörter probieren am Papier nach. Und dann kam das so wieder, und ich kann nicht das alles zu erklären, aber das kam mir einmal alles taub. Dann fange ich an zu schreiben.
table of content, alles wat ik wil zien in de beek. Een grote klein beekje weer en doe een beetje lezen, hier een beetje lezen, en doorstuderen, en dit en ja. Dat laat opstaan en dat doe een papier aan. En dan hoor ik dat verrecht. En dan een paar weken weer kwam dezelfde jong, den ze noemen als Terry, wat ik niet vergeten. En hij was niet Duits, hij was een Engelscher mens, wat ook Jezus had aangenomen. Een paar weken weer kwam hij naar mij en dan zei hij, zo, waar heb je gedaan? Dan dacht ik toen best even, ik had het papier ganz verrecht. 5000 weer, had het verrecht. En ik had nog maar een grote markt gekregen daarvoor. Wauw. En weet je wat de jong zei tegen mij? Hij zei, ik bid voor die en ik vroeg God voor een geval. Ik vroeg God, als God wordt willig zijn, de zware lood, wat u op Guillermo zijn schulden weer, wordt hij zich opnemen. En deze jong, die krijgt zo'n, wat Jezus voor alle mensen gedaan heeft. Kan je me verstaan? Maar hij zei je alle einsluiten. Dus van je wordt aansluiten, maar wanneer ik je vertel, dan heb je trouble. Sonst dat kan ik niet beleven. Maar dort is een beetje, om je te bewijzen, hoe goed God is. Ik wie einer van de arme rarenkaps. Niks kan passeren met hen. Dus niks niet. En dan weer nog een ding. Ik wie allemaal zeer nieuwsgierig met de airplanes. Wat er dan hoog alleweg vliegen deed. Maar wat kan een kleine arme jong doen? Ja, ik wil de Bijbel weten en al dat. Nu vertel ik je een klein beetje meer van een ander part van mijn leven. Dat heeft alles te doen met dit. Ik vind een beetje nieuwsgierig voor het schaffen. Maar voor mij, zoals ik opgewassen weer, doe weer goed ruim in mijn verstandnis, dat ik een dag wordt mijn ene bicycle gaan. Mijn ene car? Een airplane vliegen? Niks niet van zo'n. Maar ik vertel je van een grote God. Dat is zo groot en zo sterk, dat kan alles doen. Wanneer we aan vrouwen, dat heeft dan staat. En ik zeg, to God, hou me met deze dingen. Ik wil nog schwin zijn, de Bibelsche geschichte, wat ik je vertelde van de Bibelschool gaan, dat wil gleich plus een jaar. Dat weer maar eenmaal 7 jaar. Zo schijn ik me dat. Van de Bibel lezen en leren, dat is mijn leven. Dat gaat me schijn. Zo eerst dat ik 5 jaar en dan dat ik graduation gaan. Weet je wat dat meint? Ik had ons dat niet gedaan. Dat weer een leven. En dan deed ik nog een jaar, dan deed ik ware graduation gaan voor een ander papier. Eerst weer een certificate, en dan weer een diploma. En dan dacht ik zo, ik had al zoveel geleerd, nu wil ik omvang te schaffen voor God. En dan was ik zeer schwin en ik wil nog meer leren. Dan schreef ik naar een andere Bibelschool, een grote, er waren honderden mensen, veel gratis de andere. De andere, de oude studenten, waren er vielleicht 60 studenten. Maar deze andere Bibelschool, er waren gelijk dicht bij 1000. Een grote Bibelschool. Dan schreef ik doorheen en zei, kan ik door ook? Ja, kom. Dan namen ze dat aan, hadden ze gezegd dat ik al 5 jaar naar de Bibelschool gegaan, naar de andere. Nu, mij had het 5 jaar geduurd, een 3 jaar programma te verrichten. Dus ik had zoveel gefehlt. Ik moest allemaal waren. Meer van de cursus, van de lectionen, moest ik waren doen, dus ik had het graag gekregen.
So dann muss ich das einmal waren, in Englisch lernen, das selbst in all das wir so sehr schwer. Aber in 5 Jahren kriege ich das 3 Jahre Programm verreicht. Aber nu, wie ich in der andere Bibelschule ging, habe ich auch Englisch gelernt. Und dann wieder ein bisschen anders. Die Bibelschule, die kijkt nu wat ik al gevraagd heb. Dan een 4 Jahr Programm, noemen ze 2 Jahre davon auf. Dan vang ik den 3. en de 4. an. En dan in 2 Jahren, dat ik een 4 Jahr Programm verricht me. Kan je me hier? God is met me. God wie du. Hij helpt me met Engels en met schrijven en met lezen en met alles. Had ik immer genoeg geld? Nicht von meiner Bank, was sage ich, ein Bankaccount. Ich habe vielleicht 2 Peise durch, aber alles wird betont. Ich deed nicht borrowing von der Bank oder so etwas. Einmal muss ich, aber dort wird alles betont. Ich sage, ich spreche mit den 7 Jahren, alles wird betont. Und ich habe so viel gelernt. Aber bloß gelernt, dass ich mein großes Anfang dort von lernen, von dem Wort. Da werden so viele Fenster, wo ich kann rückgehen, wo immer mehr wir. Und so steht es nu mit mir leben. Dann fange ich sehr für eine Geschichte an. Dann fange ich an zu singen für eine Schmuck im Jahr. Ich will mich noch mal befrieden. Ich will über 20, nu will ich all 30, nu will ich all so dicht bei 32. Und ich habe gesagt und gekickt. Und ich kann bloß keine sein. Na, das habe ich einen Fehler. Ich kann ein Teil sein, aber das schafft nicht. Ich will ein bisschen, wo sagt das einer, ein bisschen Bleid, das ist das Wort. Keiner von hier ist Bleid, aber ich will nur Bleid. Ich weiß nicht, wo ich das will vertellen. Wenn ich mit mir vertellen, dann vertelle ich viel zu viel. Dann grühle ich auch, dann rennen sie weg. So wird es mit mir. Ich fange da sehr schmuck im Jahr, sehr feine christliche Jahr, aber ich verteile viel zu viel. Bloß ein bisschen auf einmal. So, mit einmal, dann mache ich das Maske zum Schluss kommen hier. Fange ich durch eine Mission. Ich will dann auch mit vielen Missionen mitgehen, alle Wege, nach Südamerika, Zentralamerika, Missionsarbeit zu tun. Das wir mein Hort. Es ist eigentlich sein, was die Missionaren getan haben hier. Je nachdem, was ich Ihnen vertellen habe am Anfang, wo die mich haben engagiert in mein Hort. Die haben dort ferne Wort in mein Hort angelegt. Und da fangen wir wasen. Und nun war ich an, ich will auch ein Missionar sein. Aber ich bin einmal allein. Und dann einmal wirkt man, das ist eine Mission. Dann stellen wir eine Gruppe taub. Und dann wollen wir nach Afrika fahren. Durch die predigen und so weiter. Und ein von dieser Gruppe ist die früh, was ich nicht habe. Wir tun mit uns taub. Aber du wirst Trouble. Willst du wie taub werden das Jahr? Wir werden für ein Jahr taub mit der Gruppe. Wir dann predigen, wir haben unsere Instrumente, wir fuhren an alle Wegen durch Afrika. Sie ist 10 Jahre jünger als ich. Und die Zeit sind wir 17 und ich bin 27. Ich bin viel zu alt. Sie ist viel zu jung. Und sie wirken ein bisschen neugierig über mich. Dann fängt sie an zu beten. Sie sehen mich da nicht, aber nu, Luther hat mir das gesagt. Sie sagt, mit ihrer Wort, ich bete Gott, möchtest du mir einen Mann schicken, wo du bloß ein bisschen jünger ist als Guillermo? So, sie gleicht mir, aber sie will einer, der ein bisschen jünger wird. Dann wieder ein Mann, wo du zweimal älter wie er sei, will sich mit ihr befrieden. Doch wir sagen euch und sie sagen, nee, das will ich nicht tun. Dann dachte ich ein bisschen über mich, ich bin mal bloß einmal 10 Jahre alt, nicht 20 Jahre, ich bin bloß 10 Jahre alt. Das ist viel besser. Und so, 5 Jahre Luther, lange Geschichte, hatte ich gemerkt, für einen Tag für einen fernen Mittag,
En dan maar eenmaal worden we aan, wie zo'n top zijn. En dan fangen we aan te vertalen, te bevrienden. 11 Monate wieder, weer bevriend. En in een paar minuten. Meine Frau und ich, wie bad wollen Gott dein Top. Und dann wir ein bisschen Trouble. Wir sagen es ein bisschen so, sie wollen iets haben, eine Kirche anfangen und durchbleiben, für vielleicht das ganze Leben. Und durch bei einer Kirche sein, mit der halten die abwurzeln. Ich will die, wo die einmal wohl alle Wegen sein. Und so, wenn wir vertellen dann von, wo wir wollen Top schaffen, das schafft nicht. Was sie wollen, ich will das nicht. Was ich will sie nicht. Dass wir in uns erste Jahr will es für Top werden. Aber wir werden uns einig, wir wollen das erste Jahr nicht so sehr Druck sein mit alles. Wie bad, wir haben bad sehr viel mit Missions zu tun gehabt. So viel, dass wir meist uitgebrannt werden. Weet je wat er meint? Wenn uitgebrannt ist, wenn viel zu viel dat, nicht sagt nee, einmal ja, und will Schmack sein, nicht? Und will so wissen, dass wir wollen ferne Christen sein, nicht? Dann müssen wir einmal ja sein, nicht? Das ist ein bisschen Trouble. Wir haben einmal lernen, einmal nee zu sein. So, wir waren uns einig, wir wollen ein Jahr nicht zur Welt tun. Wie wir bei einer Stadt in Alberta, Banff, das ist eine sehr feine Stadt. Ich kann durch Menschen, und die nehmen uns da an und arbeiten durch in Hotels. Und dann gibt Jesus uns das nächste Kapitel. Jesus sagt zu mir in einem Traum, ich soll ein Pilot werden. Zum Gott dein aus einem Pilot. Ein Laufschiff, Flieger, wollen wir dort ab dich sein. Wo würde er dort ab dich sein? So, aber dort wir sagen euch, ich will auch ein Pilot sein, Airplane fliegen, bei Gott gehe ich die Peises und wir beten. Und dann fangen wir ein kleines Verschen. Das ist eigentlich ein Vers von der Bibel, aber das ist bloß ein kleines, einer sagt ein Wort. If it's God's will, it is His bill. Kan je dat verstaan? Wenn das Gott sein Willen ist, dann ist das den sein Papier, den seine Not. Wenn wir Gott sein Willen tun, wenn wir in den sein Willen sind, kriegen dann, wo dir dort ist, oder was immer dort ist, die wird betul.